정말 넘버링의 성로리아. Zuallererst möchte ich euch, 사회계 첨부시아이. euch allen meine Grüße übermitteln und der Wunsch, dass es euch gut ergeht. 다 사회계에서는 시리 아주 예동 유지지로리아. 파마대지메기 군쉐티 Wie ihr alle wisst, in 디쉐리아 유리마. 2021 사마세낭도와 haben wir das Titel Ajax-Schema 생각되는 Winterunterweisung in Frühlingsunterweisung verändert. Könnt ihr mich hören? 파마대지메 군쉐티 지쉐스 규르와 규르체안 데네 고잠첸 다도바도 Wir 물론 haben 이게 diesen 줄이야. Titel der Ajax-Schema 지쉐 Winterunterweisung in Frühlingsdama der 야 Frühlingsunterweisung 다 geändert. 송쉐 사나다다 Und 최시시하기 지시 von da an war das Thema der Unterweisung, das, was wir hier jetzt gemeinsam besprochen haben, die, die beiden Arten von Autobiografien in Versen, nämlich die guten Taten und die unvergleichliche von Mikhail Dorje. Beide diese in Versen verfassten Autobiografien, die guten Taten und die unvergleichliche, sind, weil sie sind solcher Art eben in Versen oder Reimen präsentiert und der Autor ist Mikhail Dorje selber. Und wenn man sich diese beiden Autobiografien anschaut, dann sind darin kaum Daten, Zeitpunkte enthalten, wann er geboren wurde, wo er hingegangen ist, zu welchem Zeitpunkt und so weiter, wo er sich aufhielt und dergleichen Geschichtsschreibensdetails sind darin nicht enthalten. Was es in beiden in Versen verfassten Autobiografien hauptsächlich behandelt, ist klar, lebendig, seine Erfahrung dem Wege des Dharma, die er entwickelte, seine Entschlossenheit, ein Erkennen, was seine Beweggründe, seine Vorsätze und Ziele waren. Und auch was er zu üben wusste und Anwendung von Dharma ist dort drin deutlich, lebendig festgehalten. Darüber spricht er sehr klar. Ich denke, diese beiden Autobiografien sind sehr wichtig und hilfreich für Leute, die die Lebensweise der Gurus kennenlernen wollen als eine Art von Unterweisung für eigene Erfahrung und Inspiration. In einem Werk von Drupal Kündel schreibt er, und ich werde es nicht wörtlich hier vorlesen, sondern nur von der Bedeutung her. Und er sagt, wenn man zu sehr strikt und eng ist in seinem Verfassen von Biografien der Gurus, dann werden sie nichts anderes, als ob es so ein Vertrag, ein Pfandbriefvertrag oder Hypothekengrundschuldvertrag ist. Darin besteht, an diesem Tage desjenigen Monats nahm er eine Grundschuld auf von einem seiner anderen Mitmenschen, enthielt dafür so viel Bündel von Körnern, und Weizen und dergleichen. Und das ist viel zu eng, fast viel zu kleinlich. Und diese Art von Lebensbeschreibung der Gurus, die so strikt und kleinlich verfasst sind, so wie als ob es um einen Pfandbriefvertrag ging. Und so, ich habe dies und das an jenem Tage hingegeben und habe das und das dafür erhalten. Zum Beispiel in diesem Jahr oder mit diesem Alter
bin ich als Schüler zu jenem zu diesen Personen gegangen. Und wenn es ein großer Lehrer war, habe ich dort mein Pferd gegeben. Oder wenn es ein kleinerer Lehrer war, habe ich dafür vielleicht meine Decke oder so und so viele Kilos von Getreide gegeben. Was ist der Sinn davon? Was ist der Nutzen davon? Das ist so ungefähr, als ob man schreiben würde heutzutage. Könnte man auch gleich sagen, an dem Morgen, früher Morgen, als die Sonne aufging, habe ich ein Frühstück verzehrt und am Abend bin ich in dem Bade ins Klo gegangen und habe mich dort entleert. Wenn man solche Details da aufschreibt, dann wird das Ganze doch lachhaft und hat nichts mehr mit einer Geschichte der Befreiung oder Freiheitsgeschichte zu tun. Als ich noch jung war, an Jahren, in Zobo, da gab es die Tagebücher, was da alles am Tage stattfand und was ich tat, wurde alles festgehalten. In einer Hinsicht ist das sehr hilfreich und hat auch eine Notwendigkeit. Es ist gut, solche Tagebücher zu führen. Ich habe sie auch gelesen. Da stand dann drin, ich habe solche und jene Menschen getroffen und die haben dieses und das als Geschenk mitgebracht. Und das ist eigentlich die Tradition, dass man jede Art von Geschenkempfang auch dort notiert und quittiert. Und so wurde alles dort aufgeschrieben. Diese Menge von Gold und Silber. Da gibt es Teile, und das ist so wie jemand, der nicht weiß, was er schreiben soll. Wenn er nicht weiß, was zu schreiben ist, dann schreiben sie solche merkwürdige Dinge. Zum Beispiel, weil da Spielzeug geschenkt wurde und sie wussten nicht, was sie dazu sagen, wie sie das nennen sollten. Und aus dem Ausland Spielzeug mir geschenkt wurde, dann wussten sie nicht, wie sie das aufschreiben sollten und so weiter. Das war sehr lustig. Und so wurden also solche Tagebücher geführt, wo sie sich aufhielten und dergleichen. Und wenn das aber in einer Lebensgeschichte enthalten ist, dann ist da nicht viel Sinn daran. Also es ist dann nicht mehr eine Freiheitsgeschichte des Guru. Es sollte nicht so sehr eine chronologische Geschichtsschreibung widerspiegeln, was wer wann wo wie gemacht hat, sondern es sollte in jenen, die diese Lebens- und Freiheitsgeschichte lesen, eine inneren Befruchtung hervorrufen, einen Nutzen hervorrufen, eine Inspiration. Wenn es das nicht tut, wenn diese Befreiungsgeschichte nicht dafür gut ist, dann wäre es eigentlich gar kein Grund, so eine Geschichte überhaupt schreiben zu wollen. Weil doch der Guru jemand ist, der ein solches vorbildliches Leben führt. Und wenn man über die ganze Menge der Geschenke, die er erhalten hat, irgendwann in ein Aufzählungslisten sich durchfühlen muss, dann zerstört es doch letztlich den Grund dafür, warum man überhaupt eine solche vorbildliche Befreiungsgeschichte lesen würde wollen, zuallererst. Es ist für die Inspiration derer, die diesen Weg gehen wollen, um ihr Vertrauen, ihre Gewissheit, ihre Zuversicht zu stärken, ein Beispiel zu setzen, wie man Dinge tun kann. Dafür sollten solche Lebens- und Freiheitsgeschichten aufgeschrieben sein. Und diese beiden Autobiografien von Miki Dörtje haben genau diese Merkmale. In jedem Fall habe ich die Hoffnung, dass ich diese beiden hier während unseres diesjährigen Frühlingsdammers abschließen könnte. Wir sind eingeplant bis zum 8. April, nicht wahr? Am Anfang hatten wir nicht so lange gedacht, aber jetzt haben wir es etwas ausgedehnt. Und ich glaube, es wäre auch schwierig, das noch weiter auszudehnen, weil es dann dort in Varanasi sehr heiß zu werden beginnt.
Weil all die Leute, die extra für diesen Anlass der Frühlings damals angereist sind, müssen wieder zurück nach Bhutan und anderen Stellen. Wenn wir es nicht in diesem Zeitrahmen fertigstellen können, dann werde ich es aufzeichnen. Ich werde es. Es wird alles aufgezeichnet und jemand, der dann zurückreisen muss, kann ruhig zurückreisen und sich erst nachher die Aufzeichnung anhören. Ihr müsst nicht deshalb bis zum Ende bleiben. Ich werde auf jeden Fall so lange fortfahren, bis dieses Thema behandelt ist. Und das ist, wir haben schon 2 Jahre darüber gesprochen, das ist das 3. Jahr. Und wenn ich das nicht in diesem Jahre abschließen kann, dann wird es in Zukunft schwierig. Deswegen dann ist die Gefahr, dass es zu viel Raum und Zeit einnimmt. Wikideutsche hat diese beiden Autobiografien als Bereisungen verfasst. Die unter den beiden, die wir vielleicht schon kennen und von denen wir gehört haben, ist jene, die bekannt ist als die unvergleichliche. Der Grund dafür ist, dass es enthalten ist in jenem Werk von Situ Chögygyungde, Situ Panchen verfasste Gebetsbuch oder Sammlung der Kammakamsa, das Erhellende genannt, und darin ist es in diesem Gebetsbuch enthalten. Und ich erinnere mich daran sehr gut, dass ich, als ich noch jung war, dass ich dieses hatte auswendig lernen müssen. Und ich kann das sehr klar erinnern. Warum? Die Worte waren außerordentlich schwierig. Es war sehr schwer zu verstehen, um was es da überhaupt ging. Und deshalb auch sehr schwer auswendig zu lernen. Viele Mitschüler wurden vom Lehrer gemaßregelt, weil sie es nicht auswendig lernen können. Es hat viele Tage gebraucht. Und Leute, die es nicht schafften, bekamen dann Schläge mit einem Stock und dergleichen. Und ich muss nicht über andere Folterwerkzeuge der Tibeter sprechen. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum wir alle von diesem Gebet schon Kenntnis erlangt haben, von dieser Autobiografie. Andererseits, jene, die genannt ist, die guten Taten, ist nur in seinem Gesamtwerk enthalten und deshalb der Grund auch, warum die meisten von euch diese vorher niemals zur Kenntnis genommen haben, nicht einmal davon gehört vielleicht. Was ist der Grund dafür, dass diese autobiografischen Verse als gute Taten bezeichnet werden? Ich habe bereits darüber gesprochen, aber vielleicht eine gute Stelle, nochmal daran zu erinnern. Der Grund, sie gute Taten zu nennen, ist, warum nennen wir es die guten Taten? Warum wird diese Biografie so genannt? Und warum nennen wir es die guten Taten? Was sind gute Taten? Es sind also 2 Fragen enthalten. Warum ist diese Lebens- und Freiheitsgeschichte als gute Taten bezeichnet und was bedeutet denn eigentlich gute Taten? Zum Ersten hier, warum diese in Versen verfasste Autobiografie als die guten Taten bekannt ist, dass es insgesamt 37 Verse aufweist und unter diesen 37 Versen sind 33 damit befasst, am Ende eine Zeile zu haben: Auch dies scheint mir als meine gute Tat vollbracht. Diese Verszeile taucht immer wieder auf. Auch dies erscheint mir als meine gute Tat vollbracht. Und weil dieser Vers immer wieder auftaucht, diese Endzeile, dieser Refrain, an jedem, außer dass am Anfang noch eine Ehrerbietung oder ein Gruß enthalten ist und die Absichtserklärung und am Ende noch eine Widmung und so weiter, sind die meisten dieser Verse mit diesem Enden auf das Wort als gute Tat vollbracht. Und aus diesem Grunde ist diese Bezeichnung entstanden, die guten Taten.
Was sind denn gute Taten? Gut, gute Taten sind solche, die wir einfach, die gut geraten sind, die wohlgetan haben, die guttunende Handlung, könnte man auch sagen. Handlungen, die Gutes bewirken. Da gibt es einen wichtigen Vers, berühmt aus dem Bodhisattva von Shantideva. Darin heißt es, in Tausenden von Zeitaltern gesammelt, geben und Tathagatas geschenkt, Wohlgetanes, was auch immer, allesamt im Augenblicke eines Ärgers voll zerstört, heißt es dort. Und das heißt, dass also alle diese guten Taten, die in Tausenden von Zeitaltern gesammelt wären, dass sie durch einen Moment des Ärgers zerstörbar sind. Und das sind sie aufgezählt, geben und den Tathagatas zu schenken und überhaupt alles, was sonst noch Gutes zu tun wäre. Und auch im Abhidhamma Kosha, dem Schatz von Abhidhamma, heißt es darin, das sind alle drei guten Taten sind das, was dreifach bereinigend wirkt. Und nicht Ungutes des Körpers und so weiter ist das, was die drei schlechten Taten heißt. Und Begehren und so weiter sind keine Handlungen, aber es sind schädliche geistige Einstellungen. Also sind das letztlich geht es um die guten Taten, die der Buddha gelehrt hat, Körper, Sprache und Bewusstsein. Und dem Abhidhamma Kosha wird es daran erklärt, was daran gut und schlecht ist. Was wie zum Beispiel das Töten und so fort, eben ungute Handlungen des Körpers sind, der Grund dafür, sind ungeschickte Handlungen, ungute Handlungen, weil das durch die großartigen Wesen verachtet wird und solche Handlungen selber begangen, in Ungemach, in Unerfreuliches sich entwickelt. Umgekehrt sind jene körperlichen Handlungen, wie sich verneigen zu grüßen und so weiter, von den großartigen Wesen gepriesen als gutes Handeln und so fort. Und so sind die guten Handlungen des Körpers das dann die Handlungsfolgen des Körpers bereinigt, also körperbereinigend wirken. Und alles, was mit dem Körper Gutes getan ist, bereinigt alles, was mit Körper zusammenhängt. Und alles, was mit Sprache Gutes getan werden kann, bereinigt das, was mit Sprache verbunden ist oder mit Bewusstsein. Gutes bereinigt Bewusstsein und so weiter. Warum werden sie Bereinigende genannt? Weil sie die schlechten, unguten Angewohnheiten von Körpersprache und Bewusstsein ausräumen, diese Makel abschwächen, bereinigen und damit unsere Makel, die vorübergehend vermindern und klären und letztendlich vollständig bereinigen. Und deshalb sind sie auch die drei Reinigungskräfte oder Bereinigenden genannt. So sind alle guten Taten, die man mit Körpersprache und Bewusstsein begehen kann, eben solche bereinigenden Wirkungen für unser Körpersprache und bewusstes Erleben. Um was es heute gehen soll, ist aus der Biografie der Lebens- und Freiheitsgeschichte von Birgit Deutsche, die guten Taten genannt, die 22. gute Tat. Und wie gesagt, sind da 33 insgesamt und aus diesen 33 ist es die 22. gute Tat, die jetzt zur Sprache kommen soll. Andern Tags habe ich die Gliederung hier vorgetragen und ich glaube, ich möchte sie lieber hier zeigen. Das wird deutlicher, wie die Gesamtgliederung dieser Lebens- und Freiheitsgeschichte von Mikkel Dorje gestaltet ist. Diese Gliederung ist der Kommentar der guten Taten von seinem Diener Sangye Paltrup entnommen. Das heißt was die Bedeutung der guten Taten erläuternde Kommentar. Und da gibt es verschiedene Manuskripte und das ist eine aus dem Potala und eine aus dem Trepung-Kloster. Und die sind sehr, sehr verschieden, interessanterweise, diese Manuskripte.
Und ich werde darüber sprechen, aus Grund der Gliederung des Manuskripts, des Kommentars, der aus der Drehbuchbücherei entnommen ist. Und es sind 3 Hauptpunkte. Einmal die ehrerbietende Wertschätzung und die Absichtserklärung dessen, was zu tun ist, und dann der eigentliche Kern der Lebens- und Freiheitsgeschichte und schließend dann die abschließenden Bemerkungen. Diese 3. Das ist die Grundgliederung. Und wir sind in dem zweiten Punkt, nämlich dem eigentlichen Lebens- und Befreiungsgeschichte. Und darin sind 2 Hauptpunkte darin enthalten, nämlich das, was Vorbereitung, wie den Dharma-Pfad zu betreten ist, und zweitens als Hauptteil, wer sich auf dem Weg in diesen 3 Fähigkeiten der Individuen hat schulen können. Und darunter, das hatten wir auch schon, sind wir in dem zweiten Teil, und darin sind dann wir den Erfahrungsweg der geringeren Fähigkeit, der mittleren Fähigkeit und der großartigen Fähigkeit zu üben wusste. Und unter diesen 3 sind wir, weil die ersten beiden schon hinausgegangen sind, in die Art und Weise, wie er auf dem Erfahrungsweg die großartige Fähigkeit zu üben wusste. Und darin wiederum findet sich die große Fähigkeit, ist das die Absicht, die Bodhicitta, Herzhaltung entfachen zu können, so auf höchstes Erwachen gerichtete Herzensausrichtung. Und dann zweitens, wie jene angewandt ist und wie er sich in beiden Arten von Herzensmut zu üben wusste. Darin ist eben auch die Art von Herzensmut, die dem völlig falschen Weltschein zugewandt ist, und dann jene, die den wahren Sinn zu üben weiß. Und in dem ersten sind darin wieder jene enthalten, die mit den verschiedenen, und drittens sind es die verschiedenen Vorsätze, die den 2 Arten von Bodhicitta entsprechen. Und ich möchte heute über das zweite hier sprechen, über den Bodhicitta. Und wo wir über Prajna sprechen, Prajna Paramita, und wir müssen auch vielleicht eine Beziehung herstellen zu dem, was als Mahamudra, große Gegenwart, in der Tradition, in der Kagyu-Tradition überliefert ist. So, und dann schließlich dann auch, wie er sich in den Vorsätzen der Bodhicitta-Entfaltung üben konnte. Und in der Art und Weise, sich diesen 3 Schulungen zu unterziehen, die mit den jeweiligen Vorsätzen befasst sind, sind da 7 verschiedene Unterpunkte. Am Anfang heißt es, dass es 6 sind, aber wenn man nachher tatsächlich die Themen der Reihe nach durchgeht, dann sind es tatsächlich 7. Ich glaube, es müssen eigentlich 7 sein, die man ankündigen sollte. 7 Punkte, wie die 2 Arten von Bodhicitta als Vorsätze zu üben waren. Wie er die Handlung der Bodhisattvas den Weg einschlug und wie er die in einzelne fruchtvolle Handlung hat umwandeln können und wie er die 2 Arten von Nutzen zum Wohle von sich und anderen und so weiter hat erreichen können. Worüber was wir heute sprechen hingegen ist, wie er in den 6 Arten von dem, was ans Ziel gelangt zu sein, 6 Paramitas zu verstehen ist. Wir haben die 6 Arten dieser Paramitas, der Art, ans Ziel zu gelangen. So wird darin Geben enthalten ist, Wohlverhalten, Geduld, Streben und Stabilität und Weisheit und so. Heißt obwohl es nicht als
So ein Grundvers kann man manchmal als Wortkommentar auch vorstellen. Vielleicht ist das hilfreich, wenn man ihn. Ich habe das vorher nicht gemacht. Für einige ist es etwas merkwürdig, wenn man so etwas macht, aber für andere ist es wieder hilfreich, wenn man Wort für Wort erklärt, was darin enthalten ist. Wenn man über die Schulung in großzügigen Geben und dergleichen spricht, sind diese Instruktionen in seiner Freiheitsgeschichte enthalten. Was heißt es darin? Das heißt, der Hauptgrund für das Gute der Bodhisattvas ist großzügiges Geben. Und ob es der Weg zum Buddha erwachen wird oder nicht, hängt davon ab, ob dieses großzügige Geben auch gleichzeitig auf Bodhicitta Herzenserwachen gegründet ist und wie viel Weisheit oder Prajna darin enthalten ist. Und wenn es in Leersein eingebettet ist und in Bodhicitta, wenn es von solcher Weisheit oder Intelligenz, die Leersein versteht, umfasst und durchdrungen ist, wenn man solcher Art handeln kann, ohne irgendein Anklammern an welche Dinge auch immer in unserem Geiste zu halten, dann ist darin alles enthalten. Der Grund ist, dass in der leeren Grundnatur von allem Geschehen gibt es keinen Unterschied zwischen diesem und jenem oder ich und anderen, dass etwas verschieden oder gleichartig sei. Und wenn man diese Bedeutung versteht, dass Dinge nicht dasselbe und auch nicht verschieden sind, dann kann man, ohne sich tatsächlich manifestieren zu müssen, wenn man diese Grundnatur, die frei von ausgedachten und Gespinsten ist, dann ist man in der Lage, sie zu verwandeln, weil sie nicht verschieden und auch nicht das Gleiche sind. Das ist in dem raumesgleichen Schatz enthalten. So, es gibt keine Begrenzung für Raum. Und Raumschatz, der Raumesschatz heißt es, dieser Schatz, dieses Wertvolle, keine Begrenzung hat. Wer sonst normalerweise, welche immer einen Schatz wir zur Verfügung haben, wird er irgendwann, wie groß auch immer und viel auch immer mal verbraucht sein können. Aber ein Raumesschatz ist das, was nicht jemals zu verbrauchen wird. Das heißt, die Fähigkeit, die Beherrschung über Samadhi, Sammlung zu enthalten. Wenn man ein solches Samadhi des Raumesschatzes erlangt hat, dann ist das sind die Bodhisattvas. Solche Bodhisattvas können tatsächlich alle Dinge bereitstellen für andere Lebewesen, Dinge manifestieren. Und der Grund ist der, dass sie niemals eben aus ihren Schatz erschöpfen können. Aber es ist nur aufgrund dem Grund der Bedürfnisse jener, die eben nicht diese Fähigkeit besitzen, dann sind sie dazu fähig und es hat auch einen großen Nutzen. Und der Grund dafür ist, dass wie viel Großzügigkeit man noch immer geben würde anderen, es lässt sie auch selber darin wachsen und reifen, dass sie auch Bodhicitta Herzenshaltung entfalten können, wenn man solchen gibt. Und wenn man denkt, wäre das nicht toll, wenn ich an solche Fähigkeit des Samadhi, der raumgleichen Schatzes entwickle, und was würde ich dann damit tun?
Was muss ich dafür tun? Das Wichtigste, dass während wir hier in diesem Orte in Samsara sind, dann sollten wir nicht daran denken, dass dies hier ein großartiger Platz ist oder dass es irgendwie wunderbar ist und dass wir darin irgendwie unvergänglich und unveränderlich werden könnten. Wir sollten nicht daran klammern, an solchen Wunschvorstellungen. Wir sollten denken daran, dass alles, was hier in Samsara stattfindet, alle diese Genüsse und Dinge des Begehrens sind wie Honig auf einer Rasierklinge. Eine Rasierklinge ist eine außerordentlich scharfe Schneide. Und wenn der Honig darauf ist und wir möchten ihn da ablecken, dann ist der Honig süß und begehrlich. Aber wenn wir es ablecken, weil darin eine Rasierklinge enthalten ist, werden wir unsere Zunge zerschneiden zugleich. Und so sind die Freuden und die Güter in dieser Welt des wiederholten Belastung Samsara enthalten. Die sind kurzfristig, erscheinen sie begehrlich, und je mehr wir sie begehren, umso mehr Verlangen entsteht und umso mehr wird das Begehren und Verwicklung steigen. Und so wäre es wichtig, dass wir solches Begehren und Klammern an diesen Dingen des wiederholten Leids in Samsara ablösen können. Sie sehen als etwas, was vergänglich ist, wie Wasserblasen. Wir glauben so normalerweise nicht, dass Wasserblasen irgendeine Wichtigkeit in sich bergen. Und wir haben noch nicht einmal die Idee, dass wir sie versuchen festhalten zu wollen, können aber etwas damit tun. Wir wären also eigentlich nutzlos. Und so sind auch die Dinge hier in dieser Welt, außer dass sie nutzlos und sinnlos sind, werden sie, auch wenn begehrlich wirkend, gleichzeitig unsere Gemütsverstörungen verstärken und sind Grundlage dafür, dass andere wiederum Neid und Eifersucht entwickeln und so fort. Aus diesem Grunde sollten wir kein Begehren für irgendetwas an Besitz und Gütern dieser Welt in uns verspüren und nichts von dem als mein in unserem Geiste halten. Üben darin, dass auch nichts, was auch immer in all dem enthalten ist. Sie sind ohne ein Eigenleben und ohne einen eigenständigen Sinngehalt. So könnte man ein Leben führen, so wie die großen Bodhisattvas, die Sammlung erreichen, wie sie dem raumesgleichen Schatz entspricht. Solche Art von großzügigen Geben fähig sind, die allen Lebewesen nützt. Das ist, was hier enthalten ist in den Instruktionen von Mikhail Dorje, in seiner Lebens- und Freiheitsgeschichte, wenn er über Geben spricht. Wenn man hier die Bedeutung betrachtet, wie in Sanjipaljo in seinem Kommentar dazu einfügt, sollen wir sehen, dass all diese Güter und all das Habe und Gut letztlich sinnlos, nutzlos sind und noch unsere Fehler verstärkt. Viele anderen aber denken nicht, dass all diese Besitz und Habe ohne inneres Gehalt ist. Sie glauben, dass sie tatsächlich eine Bedeutung haben. Wenn man die Dinge, die man hat, gut einsetzt, dann könnte man ihnen eine Bedeutung geben. Nicht, weil sie eine eigenständige Bedeutung haben. Wir können also eine Beziehung dazu entfalten. Aber wenn wir glauben, dass sie bedeutsam seien und hilfreich, dann ist der ganze Nutze davon, wenn wir das glauben, wenn wir so etwas glauben, dass sie eine Bedeutung hätten. Ich könnte etwas zu essen bekommen oder etwas zu trinken oder ein bisschen Wohlstand, ein bisschen Güter. Vielleicht kann ich sie jetzt benutzen, in der Zukunft. Wir haben also automatisch damit eine Hoffnung und Furcht verbunden. Und Hoffnung darin, so wie alle Lebewesen, die darin ein großes Begehren
entfalten. Und dann denken wir vielleicht, oh, wir könnten sie verlieren, die sind nicht immer mit uns, weil sie nicht eben dauerhaft sind. Und wir denken, wir könnten sie, möchten sie gerne jederzeit benutzen, so wie es uns beliebt. Und so wird man das, was eigentlich ohne Bestand ist, als beständig ansehen wollen. Wir greifen danach, etwas, was unbeständig ist, als beständig zu behandeln. Wenn wir in solcher Weise von Denken sich schultern, ist es sehr schwierig, die Dinge, die um uns herum sind, zu vermehren. Und dann werden wir all das Gute vernachlässigen und es wird verschwinden. Wenn wir damit alleine schon zufrieden wären, eine Art von Zufriedenheit in Genügsamkeit, wenn wir solche Art wären, einfach zufrieden mit etwas sind, das, was wir haben. Und dann, und es ist nicht so, dass wir dadurch weniger Gutes hätten. Der Punkt ist nicht, ob wenig oder viel, als ob das eine Rolle spielt, sondern wir sind einfach nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir möchten gerne etwas Besonderes haben. Oder alles von irgendetwas haben. Und wenn da nur ein bisschen ist, dann denken wir, oh, das könnte bald verbraucht sein. So ist da immer wieder auch die Furcht, die Hoffnung und die Furcht, dass wir etwas verlieren können, dass es aufgebraucht sein könnte. Um also Wohlstand und Güter zu versammeln, da gibt es viele Wege. Und das sind dann die verschiedenen Wege, die 5 unguten Handlungen oder wie man hinterlistig sein könnte, versucht hintenherum mehr oder mehr von jedem zu bekommen. So wie auf dem Schwarzmarkt Dinge sich zu besorgen, möchte mehr Geld haben, um dann wieder am Wohlstand für sich mehr zu versammeln. Und so sind da die 10 unguten Handlungen leicht im Spiele bei all diesem. Und selbst wenn man diesen Körper hier verlassen müsste, aufgeben. Wenn wir vergessen wir einfach, dass wir dadurch dann einen Körper in höheren Bereichen erlangen können. Selbst. Und stattdessen haben wir die feste Absicht, alles zu tun, um bis zum Ende des Tages mehr und mehr von diesem oder jenem zu erlangen. Wir haben dann kaum noch ein paar Minuten, die über Dharma nachzusinnen. Wir haben zwar den Wunsch, vieles zu haben, ein bisschen reich zu werden, ein bisschen Besitz anzusammeln. Und die feste innere Einstellung, den Vorsatz, so, wenn wir ein Lehrer in einem Kloster wären, ein Rinpoche, dann sagen wir, oh, ich möchte hier eine neue Statue bauen. Ich möchte dafür sorgen, dass die Sangha-Mitglieder niemals mehr in Not und Armut seien. Ich werde zu allen Mitgliedern des Sangha Tausende oder Zehntausende von Rupien geben können. Das ist eine gute Absicht, in der es daherkommt. So kann man die Schuld jemand anders in die Schuhe schieben. Aber sagen, aber ich mache es nur für den Nutzen der Gemeinschaft, für das Sangha, als Geschenk. Aber wenn wir es geben, da ist da ein bisschen Geiz und wir denken, oh, ich könnte aber da doch ein bisschen, vielleicht reicht es nicht, was ich dann habe und so. Und wir sind nicht frei in unserem Geben. Wir haben manchmal Bedauern, wenn wir
Oh, und wir denken, oh, das war vielleicht doch nicht gut, so großzügig zu sein. Jetzt bin ich arm geworden, vielleicht hätte ich etwas für mich behalten sollten. Und da, wo wir es bedauern, wird das Feuer dieses Bedauerns, wenn da ein starkes solches Feuer des Bedauerns, wird es all das Gute, was durch das Geben geleistet wurde, aufzehren. Wenn man Gutes ansammelt und es nicht widmet und dann später bedauert, dann ist all das Gute an Angesammelten damit aufgebraucht. Und es wird kein gutes Endergebnis zeitigen. Okay, wenn das so ist, wenn wir also am Anfang denken, sollte er denken, dann haben wir es schwer überhaupt zu geben, wenn wir es gegeben haben und nachher entsprechend bedauern, dann ist auch alles wieder vergeudet. Ich glaube, wir sollten hier jetzt erstmal eine Pause einlegen, eine 30-minütige Pause. So wie oben erwähnt, ist Galwang Migidorji jemand, der durch all das, was in seinem Erreichen von Freiheit in seiner Geschichte enthalten ist, und wie in seinem als ein Lebens- und Erfahrungsweg darin beschrieben ist, dass solange wir hier in dieser Welt von der wiederholten Belastung Samsara enthalten sind, darin nichts ist, an dem wir an irgendeiner Weise als dauerhaft oder beständig festhalten sollten. Wir sollten uns nichts darin sehen als etwas, von dem wir Besitz ergreifen könnten, es besitzen, Eigentum bezeichnen könnten. Und zum Beispiel könnte man Geld, das man heute hat, morgen völlig verlieren. Und zum Beispiel gerade heutzutage, weil unser Geld überall auf den Banken gelagert ist. Wenn da merkwürdige Dinge dort passieren, dann könnte es sein, dass es morgen dort nicht mehr ist. Und so sollten wir, was immer wir in unserer eigenen Belieben, unserem Eigentum jetzt vorhanden ist, sollten wir so betrachten, dass es vielleicht morgen nicht mehr vorhanden ist. Es gibt in Drukpa Königs Lebensgeschichte darin eine kleine Begebenheit, die ich gerne mit euch teilen möchte. Da gibt es viele Geschichten für Drukpa König. Einige davon sind vielleicht ein bisschen erfunden, aber diejenigen, die ich jetzt hier vortragen möchte, sind in seinem Gesamtwerk enthalten. Und ich denke, dass sie deshalb eigentlich verlässlich sind. So eines Tages, so war es, da gab es in Ribung einen Herrn, einen Garpaken. Das war der Herr, der ging von Tsangpa und Garpa. Und diese Leute waren ganz traditionell die Sponsoren der Kammer Kamsangs und aber es war in jener Zeit in Tibet, wo die Tsangpa Desi Herren stärker und mächtiger wurden. Und die Debegarpa, ich weiß nicht, wie der Name war, jedenfalls dieser Herrscher, der Tsangpa-Herrscher, der hat einen Brief an Drukpa König geschickt mit einem Siegel darauf, sagend, du musst zu mir, zu meinem Ort hierher kommen. Und hat als Drukpa König diesen Brief empfangen, hat er Kongpo-Kleider angezogen, hat Drukpa König, als ob er
weil er durch die verschiedenen Gegenden von Kongo ging, hat er deren Kleidung angezogen und machte sich auf, den Herrn von Karpa zu sehen. Und als er dort ankam, als er zum Palast, dem Herrschaftssitz des Herrn von Karpa kam und dort in die Nähe kam, gab es da Leute aus der Umgebung des Herrschers dort. Also gibt es da solche Nicht-Ordinierte, die da für das Kloster arbeiten, und da gibt es solche, die. Es war also jemand, der da für ihn arbeitete, offensichtlich ein Angestellter. Und er sagte, ich kann dich nicht aufhalten, weil der hat jetzt viel zu starke Hunde bei sich. Und er hat jemand anders geschickt. Ja, der hat so jedenfalls große, massive Hunde gesehen dort. Also, ich kann die Hunde nicht aufhalten, sagt er. Und ich werde jemanden rufen, der diese Hunde zurückhalten kann. Und so ging er also zuerst weg, und Drukpa Könlig, er hat sich ihm angeschlossen. Als er dort lang ging, kamen die beiden Hunde. War ein großer weißer Hund, der von weit schon zum Sprung ausholt. Und ein schwarzer Hund, der auch da herangelaufen kam. Und sie sprangen. Und Drukpa Könlig hatte diese Kongpo-Kleider. Die haben meistens ein Schwert, ein kurzes Schwert. Weil er dieses Schwert da hatte, nahm er es heraus und hat jedem dieser Hunde einen Schlag auf den Rücken versetzt, und wodurch sie in eine gelähmt, wie in eine Zitterlähmung verfielen. Und er sagte, der eine war schwarz, der andere war weiß, der Hund. Und er sagte, das bringt doch nichts, dieser eine, der völlig weiße und einer, der völlig schwarze. Und hat sie mit dem Schwert auseinandergeschnitten, hat sie andersrum zusammengesetzt, dass der schwarze und der schwarze Hundes Kopf auf den Rumpf des Weißen gesetzt und hat sie andersrum zusammengefügt. Und hat sie so wieder zusammengesetzt. Und vorher waren sie wie gelähmt und waren am Sterben in Todeszuckungen. Und in dem Moment, wo er die so zusammengefügt hat, liefen sie wieder umher und waren springlebendig. Die umstehenden Leute haben das als wirklich für ein außerordentlich wundersames Geschehen gehalten. Also da schlägt jemand die Hunde in zwei Teile und fügt sie andersrum zusammen. Zu diesem Zeitpunkt sagte Drukpa Könlig, ich bin verrückt, Drukpa Könlig, ich bin ein Verrückter. Ihr könnt euch nicht daran orientieren, was ich hier tue. Eigentlich ist da nichts Erstaunliches dabei. Da sind viele Dinge, die viel wundersamer sind als das, was ich hier getan habe. Was ist wirklich wundersam? Wenn ihr Om Mani Padme Hum sprechen könntet, das hat viel größere wundersame Wirkung für euch. Und er begann zu tanzen mit dem Om Mani Padme Hum Mantra und hat das so laut eingeführt. Und während dieses Lied anstimmte,
kam der Herr von Sangpo und all seine Bediensteten kamen und haben mit Drukpa Könlek getanzt. Und der Gönner dieses Tages, der Sponsor, sah all diese Handlungen und den großen Nutzen und hatte ein ganz hohes Vertrauen und entwickelte Überdruss mit Samsara, hat den Schlüssel zu dem Schatzhaus genommen und hat ihm den Schlüssel übergeben und hat gesagt, das sind alle Schlüssel zu meinen Schatzhäusern und Schatzkammern, nimmt ihr einen Schlüssel heraus. Was immer Schlüssel du herausnimmst und welche immer Türe es öffnet, du kannst alle Sachen herausnehmen und ich werde sie alle dir geben. So sprach er zu ihm. Nimm dir einen Schlüssel heraus. Drukpa Könlek sagte, was? Er überlegte sich und dann hat er einen Schlüssel herausgenommen und nahm den Schlüssel, ging zum Schatzhaus, zum Schatzkammer, hat den aufgeschlossen, was darin war. Ein großer Schatz war darin. Viel Tee war gelagert. Auf der anderen Seite viele Kisten mit Gold und obendrauf, da gab es etwas Schweres, eine schwere Kiste, die da obendrauf war. Wenn er diese schwere Kiste öffnete, was war darin? Allerlei Silber und Gold und Korallen und Edelsteine verschiedenster Geschmeide, Juwelen. Er hat alle Juwelen genommen und eine Art Gitarre, eine alte Laute, die da irgendwo zu finden war, dort auch gelagert. Dann hat er das genommen, hat die Geschmeide und die Türkise angelegt, sie am Körper befestigt. Am Abend, als alle dabei waren wegzugehen, hat Drukpa Könlek dann all diese Juwelen zurückgegeben. Er hat gesagt, das ist dein Besitz. Und wollte sie zurückgeben. Und der Sponsor sagt, du musst die aber nehmen. Und Drukpa Könlek sprach, der Herrscher bestand darauf, du musst sie nehmen. Was damit gesagt sein soll. Er sagte, für eine Weile habe ich sie getragen. Aber da ist niemand, der sie immer tragen kann. So jemand gibt es nicht hier. Und ich habe sie für eine Weile getragen und hat stattdessen gab sie zurück und hat ein Lied angestimmt. Und ohne die Worte jetzt im Einzelnen zu nennen, ist der Hauptsinn dieses Liedes, das er anstimmte. Ich habe hier das Gold- und Silbergeschmeide in der Hand. Wenn du sie anschaust, sind sie schön und verzückend, aber eines Tages wirst du all diese verlieren. Und all das musst du zurücklassen, wenn du gehst. Und an diesem Zeitpunkt wirst du dich voll Trauer fühlen. So ein Lied hat er angestimmt. Hat er diese Laute genommen und hat diese alte Laute ergriffen und damit dieses Lied gesungen. Und tanzte dazu. Und alle Umstehenden hatten dadurch eine tiefe Erfahrung und Einsicht.
So wie ich das bereits zuvor gesagt habe, Drukpa Kündig. Und in dem Tatraf, diesen Herrscher von Zhang, der außerordentlich reich und wohlhabend war. Und all diese Juwelen, die er dort besaß, wenn er ein solches Geschenk von jemand anderes gegeben, die gewöhnlichen anderen hätten wahrscheinlich alles davongetragen und gesagt, oh, vielen Dank für dieses reichliche Geschenk, aber Drukpa König hat es nicht mitgenommen, selbst wenn er wollte. Es ist nicht so in der Art, wie manche Leute sagen, ja, nein, ich möchte es nicht, eigentlich wollen sie es, aber sie tun nach außen so, als ob sie es nicht haben wollen. Aber Drukpa König war nicht jemand, der solche Doppelrede führt, er hat es einfach zurückgegeben. Ich habe den ganzen Tag dort verbracht und als er ging, hat er es alles zurückgegeben. Und auf die Aufforderung, er müsse es doch mitnehmen, sagte er. Ich habe sie für eine Weile getragen, aber es gibt da niemand hier, der sie immer tragen kann. So jemand gibt es nicht. Eines Tages wird jeder sterben und dann kann niemand all dieses Geschmeide mit sich nehmen. Wir sollten also nicht klammern an all diese Dinge. Aber das Wichtige daran ist, dass man sie jetzt, wo sie da sind, benutzt. So das Unbedeutende bedeutsam machen, das Sinnlose mit Sinn auszustatten. Und es zum Guten benutzen, als Teil des Guten für dieses Königs. So hat Mikitaji zum Beispiel, wenn man an ihn denkt, so wie ich es bereits vorher angedeutet habe, hat er diese Einsicht in das grundlegende Lehrsein erlangt und hat deshalb an nichts auch immer anhaften, dass er sah, dass alle diese Dinge keine beständige Eigennatur in sich haben und nichts darin ist eigentlich niemand, kein Wesen, das sie, echtes Wesen, was sie sich daran erfreut oder Dinge, an denen man sich zu freuen will. Und ohne diesen Gedanken irgendetwas besitzen zu wollen oder können, dass er etwas als mein bezeichnet hätte. Er hat gesehen, dass ob man solchen Reichtum besitzt oder nicht, kommt es als Folge unseres eigenen guten oder schlechten Karmas. Wenn man gutes Karma hat, dann hat man solche Hab und Gut, und wenn man dieses Karma nicht hat, dann hat man es eben nicht. Er hat diesen wichtigen Punkt sehr genau verstanden. Und für all die Lebewesen, aber die diesen nicht verstanden in seiner Umgebung, um sie in Wohlstand zu versetzen, hat er all diese in Körperrede und Bewusstsein, all dieses Gute angesammelt, zum Wohle der anderen, die um ihn herum sein, auch wenn er es selber. Er hat niemals hat den Moment versäumt, das Gute, die wirklichen Wurzeln des Guten zum Wohle der anderen weiter zu vermehren. Und alle seine Aktivität, seine Wirkung war solche Art, dass jeder Moment zu einem Moment der weiteren Erfahrung auf dem Weg zum großen Erwachen ist. Seine Aufgabe sei darin, alle Lebewesen auf diesem Wege anzusiedeln, sie in vollkommenes Buddha-Erwachen zu führen und dass Dinge deshalb einen Sinn erfüllten und indem er alles zum Wohle anderer beging, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in früheren Lebenszeiten und sogar in früheren Lebenszeiten bereits Großes, Gutes versammelt, um jetzt hier solche Fähigkeiten zur Verfügung zu haben. So. Und was sind die Zeichen dafür, dass er sich in solcher Weise verhielt? Was sagten die Schüler dazu? Mikitaji wenn man daran denkt, wie man in den alten Tagen zum Beispiel Wohlstand versammeln will, dann muss man irgendwie entweder ein Bauer sein
Oder man muss irgendwie behaupten, man sei ein großer Lehrer, um damit Geschenke einzusammeln. Aber gab es eigentlich keine großen Weisen, um reich zu werden? Also entweder Handel oder Ackerbau oder irgendein behaupten zu ein großer Lehrer zu sein. Mitteldeutsche hat nichts dergleichen selber getan und hat dennoch all die besten, feinsten Substanzen um sich versammelt, die wie von alleine auftauchten und ihnen als Geschenke anvertraut wurden. Mitteldeutsche hat niemals selber irgendeine Handlung in diese Richtung begangen, um solche Dinge anzusammeln. Und wenn da jemand sich ihm anschloss als ein Schüler oder als eine Hilfe, durch die bloße Tatsache, dass er in der Umgebung von Mitteldeutsche war, waren da plötzlich Reichtum und Wohlstand, so viel wie da Steine auf dem Wege liegen und plötzlich die man aufnehmen konnte. Was immer da auch der Objekt des Begehrens war, es war in der Umgebung von Mitteldeutsche verfügbar und man konnte es sich einfach so nehmen. Man konnte sich an alle diesen Dingen erfreuen, nach Herzenslust. Und wo immer Mitteldeutsche sich auch aufhielt, gab es niemals eine Hungersnot. Es gab keine Epidemien, keine Seuchen. Wohlstand wie in dem Bereich der Götterwelten war dort verfügbar. Und das heißt deshalb, daher kommt der Ausdruck, es gibt keine Grenze für den Wohlstand und Besitz der Karmapas. Das kommt aus dieser Zeit. Das ist nicht der Wichtige daran, dass er so grenzenlos viel Reichtum und Wohlstand als Besitz gehabt hätte, aber niemals war vergleichbar, dass niemand sich mit Karmapa vergleichen könnte. Karmapa hatte zu jener Zeit viele kamen aus China, aus Mongolien, aus Tibet und haben in der Gegenwart des Karmapa sich begeben, um auch mit ihm zu studieren, mit seinen Schülern zu werden, Chinesen, Mongolen und dergleichen und Tibeter. Und die große die Gandhara, das war wie die dann als eine Zuhörerschaft versammelten, so wie eine große Ausstellung. Wir haben all die Geschenkartikel, die Geschenke, die dort ausgebreitet, das, was die Herrscher aus China und aus der Mongolei dort ihm geschenkt übergeben hatten. Und wie der König aus Zentral-Tibet so etwas nie gesehen hat, wenn die Könige dann ihn zu Besuch kamen und sie waren erstaunt über diese Fülle des Besitzes. Und so war es aber einfach in jedem Fall aber. Und all die verschiedenen Besitzgüter aus China und der Mongolei und so weiter und insbesondere. Und wenn da große Geschenke an die 3 Juwelen dargebracht wurden, das war sehr berühmt damals, dann ist da niemand, der je sich vergleichen könnte mit dem Wohlstand der Karmapas zu dieser Zeit. Und die Karmapa war Empfänger für so vielen Wohlstand und Besitzgüter aus Reichtum aus diesen Ländern wie China oder Mongolen. Hat er zu alledem nicht das kleinste Verlangen. Er hat es alles davon gegeben, anderen geschenkt oder gegeben oder überlassen. Aber einige sagten, selbst wenn der Karmapa damit einverstanden war, dass sie diese Dinge nehmen konnten, dann haben sie gesagt, zum Beispiel in der Ming-Dynastie in China hat der König, der Kaiser von China, hatte eingeladen und hat für diese Einladung eine riesige Menge an Geschenken und Reichtümern dabei schleppen lassen. Wenn man auf die Dokumente schaut, die aus dieser Zeit überliefert sind,
dann war das eine unvorstellbare, unvergleichliche Menge an Geschenken und Reichtum und Gütern. Und da kam aber nicht einmal dahin. Und das war so, als ob man sagen würde, wenn du kommst, dann kriegst du alle diese Geschenke. Und so, als ob man sagen würde, wenn du nicht kommst, dann werden wir es dir nicht geben. Aber die Schatzhüter haben dann darüber debattiert. Waren da manchmal etwas stolz gegenüber dem Botschafter der Chinesen. Es gibt viele Geschichten. Viele dieser Geschenke und Reichtümer sind einfach verschwunden. Einige haben die Boten oder die Schatzhüter selber genommen. Einige wurden gestohlen und in verschiedene Plätze entführt. Das meiste von dem ist verschwunden. Das meiste dieser Geschenke, diese reichhaltigen Güter, die der Kaiser aus China mitgebracht hat, hatte hinbringen lassen, sind einfach verschwunden. Und manche Dinge hatte mit die Leute vielleicht eine Erlaubnis gegeben, aber andere haben es einfach genommen. Aber er ist niemals dem nachgegangen, hat irgendwie erforscht, wo die Dinge hin sind oder hat die Leute deswegen verfolgt. Einige Leute, die in der Nähe von Mikidote haben am Ende, wenn sie dann eine Weile bei ihm waren und als sie dann zurückgingen, haben viele Dinge mitgenommen und einige konnten das nicht verstehen. Die haben gesagt, das ist ja verrückt, das ist ja wahnsinnig, wie kann jemand so etwas tun? So viel von dem Guru zu nehmen. Das ist einfach ein unangemessenes Verhandeln. Sowas ist ja unanständig, so etwas zu tun. Jemand mit Mikidote eine Weile zusammen ist und dann am Ende lauter Dinge von ihm wegnimmt einfach und mit entführt. Mikidote hatte okay mit all dem. Er hat für ihn das völlig in Ordnung, dass sie so das taten. Sein Herz war darauf gerichtet, wie er ihnen irgendwie hilfreich und nützlich sein kann. Sie konnten so viel nehmen, wie sie wollten und was sie wegtragen konnten. Wie sollen sie als Bettler hier weggehen müssen? Das wäre doch schlimm, das wäre doch fürchterlich. Also es war ihm das Letzte daran, dass er diese noch hätte verfolgt und jagen lassen für das, was sie wegnahmen. Einige waren sehr streng und haben gesagt, das sind fürchterliche Leute. Die Tibeter sagten, komm hier, du musst doch diese Leute vor den König zerren, die sollten die Todesstrafe erleiden dafür, dass sie hier solche Diebstähle begehen. Und einige sagten, diese fürchterlichen Leute hier verschwenden die Güter und Besitztümer des Guru, das letztlich Geschenke sind an die 3 Juwelen. Sie tun letztlich die 3 Juwelen Gautama und Sangha bestehlen. Sie bestehlen im Wesentlichen alle Buddhas und damit auch alle Lebewesen. Und sie nehmen das weg, was hier den Juwelen gegeben ist. Und damit sind sie auf dem Wege, in die finsterste Hölle zu fallen. Die Art und Weise, wie der Karmapa hier seine Güter einfach weggibt, ist nicht gut. Aber sie haben kein Verständnis gehabt, wie ein Bodhisattva tatsächlich eine Gefolgschaft um sich versammelt. Die Art und Weise, wie Bodhisattvas wirken und ihre Gefolgschaft versammeln, wie er seine Schüler versammelt, ist, dass Bodhisattvas in solcher Art denken und eine Einstellung pflegen, dass sie allen Lebewesen zu Hilfe sein wollen.
sie alle von vorübergehendem Leid und Not erlösen und dann letztendlich von jenem Mangel, nämlich Allwissenheit und Erwachen des Buddha nicht zu haben, von diesem Mangel auch erlösen möchten. So ist die Art und Weise, wie Bodhisattvas handeln. Und um das alles zu tun, nehmen sie wieder und wieder Geburt an in dieser Welt und üben sich in der Herzenseinstellung des Bodhicitta und üben sich in dem Handeln, dem Anwenden von überragendem Bodhicitta Herzensmut, nicht nur in diesem Leben alleine, sondern in vielen, vielen Lebzeiten und durch Geburt und Geburt hindurch. Und deshalb würden Sie jetzt, wenn hier irgendwelche Schüler um ihn herum etwas gerne haben möchten, dann geben Sie ihnen, was immer deren Herz auch begehrt. Das ist genau das Herzensziel, das ist die Herzensansinnen des Guru, das ist der Absicht aller Bodhisattvas, alles zu geben, um andere Not zu stillen. Und alle, die mit ihm zusammen waren, ob es die Schüler waren oder er hat sie gesehen wie die Mütter aus früheren Lebenszeiten. Und wenn sie arm und enttäuscht waren, dann galt es sie, aus diesem Not zu erlösen, aus der Armut zu befreien und sie zu erfreuen. Das war ihre Grundabsicht von allem Anfang, alle Lebewesen zu befreien. Sie haben niemals den Gedanken gehabt, ach, jetzt haben Sie meine Dinge hier genommen, das ist verschwendet. Niemals war er dadurch in irgendeiner Weise befremdet oder enttäuscht, wenn Dinge aus seinem Umkreis entwendet wurden. Nicht nur das, wie viel auch immer von diesen Reichtümern, Besitzgütern verschwanden, umso mehr haben sie Mitgefühl empfunden. Größeres Herzensmitempfinden, niemals sich dadurch verletzt oder angegriffen gefühlt. Einige haben gesagt, manchmal musst du geschickt sein, du musst doch manchmal andere auch bestrafen können. Aber wenn da kein Grund dafür ist, natürlich andere zu bestrafen, dann, so wie ich bereits zuvor gesagt habe, für große Bodhisattvas alles Körper, Besitztum und alles Gute, etwas, was sie geben, schenken zum Wohle der Wesen, etwas, das andere gebrauchen können. Wenn die Dinge sogar für andere nützlich waren, wenn sie die sogar gebrauchen konnten, alle diese Dinge, die sie nahmen, dann war das umso besser ein geschickteres Mittel, anderen auf den Weg zu bringen und so ein Teil dieses Wirkens, Lebewesen und Umstände, die sie Lebewesen in den Weg der Befreiung führen konnten. In gleicher Weise, wenn wir selber als gewöhnliche Lebewesen hier großzügig sein wollen für uns Anfänger, dann haben wir die Idee, da gibt es gute Geschenke, schlechte Geschenke, da gibt es gute Empfänger und schlechte Empfänger. Also gute Leute und schlechte Leute, denen man gute oder schlechte Dinge geben könnte. Sie geben dann dementsprechend, übergeben ihnen verschiedene Dinge. Und die Leute, so machen wir solche Unterschiede. Bodhisattvas sehen all dies als gleichwertig. Da gibt es keine Leute, die besser oder schlechter wären oder Dinge, die als besser als schlechter seien als Geschenk. Warum ist das so, dass Sie darin keinen Unterschied sehen? Ist, wie bereits so erwähnt, die Bodhisattvas sehen, was immer am Guten sie vollbringen, eingebettet ist in Bodhicitta,
Bodhicitta gemäß des falschen Weltanscheins und Bodhicitta des eigentlichen Wirklichkeit, des wahren Leerseins der Wirklichkeit. Schon ja da, wenn Sie solche Art geben, dann gibt es eigentlich keinen Empfänger der großzügigen Gebens, weil jeder auch immer, wer auch immer, unbeständig ist. Und um das Gute zu vermehren, da gibt es keinen Unterschied zwischen Buddhas oder Lebewesen, ob man Buddhas gibt oder Lebewesen gibt. Da gibt es keinen eigentlichen Wesensunterschied. Deswegen ist der eine nicht besser und höherwertiger als Empfänger eines Geschenks, als ein anderer geringerwertig. Wenn jemand irgendetwas aus seinem Umkreis entfernt und genommen hat, dann gab es viele, die außerhalb oder innerhalb seines Umkreises darüber unfroh wurden. Miki Dörte selber hatte darüber nie Bedauern, hat sich nie enttäuscht und auch gestört gefühlt dadurch. Und weil er da niemals gestört war, haben einige das als sehr besonders gesehen. Der Grund dieser Besonderheit war, dass sie begriffen, dass der Fehler, diese Dinge seines Umkreises zu verschwenden, ein Umstand dafür wurde für noch größeres Mitgefühl und was immer auch die Leute um ihn herum taten, an Ungebührlichem war er niemals davon beeinträchtigt und gestört, was sie als ein noch größer in ihrem Vertrauen werden ließen. Und sie haben gesehen, dass dies ein außergewöhnliches, ungewöhnliches Verhalten ist. Und es gab sicher, was die Großzügigkeit von Miki Dörte anging, Tausende in seinem Umkreis, bei den großen Zeltlagern zum Beispiel und überhaupt, die alle an dem Reichtum von Karmapa teilhaben konnten. Er hat sie alle beschützt und bewahrt vor Not. Sie hat sie mit allem, was sie brauchten, versorgt. Auch die Gemeinschaft der Übenden mit dem Lebensunterhalt versorgt, was immer sie brauchten, um ihre Ausbildung zu vollziehen. Besonders hatte Miki Dörte großes Mitempfinden mit den Kranken. Wer immer da krank war, hat sie mit Heilmitteln, mit Ärzten, mit Krankenschwestern, mit Essen versorgt, mit Transportmöglichkeiten hat er sie versorgt, mit Packtieren oder anderen Möglichkeiten des Krankentransports. Er hat den Kranken geholfen, vielfach 100-mal mehr geholfen, als ihre jeweiligen Eltern das getan hätten. Also alle Übungen der 6 Parameters, also der Arten ans Ziel gelangt zu sein, beginnen mit großzügigem Geben, waren in seinem Wirken spontan enthalten. Das ist, glaube ich, soweit ich das heute damit bewenden lassen möchte. Und beim nächsten Mal kann ich, glaube ich, über Wohlverhalten sprechen, über Shila, Paramita. Und da gibt es einige Punkte, die ich darin benennen will. Aber wie ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe, gibt es einige Dinge, die ich gerne benennen möchte. Ich sollte auch zum Beispiel, wo ich letztes Mal nicht dazu gekommen bin, ich sollte über das große Zeltlager noch etwas mehr sprechen. Oder auch über die schwarzen Pillen. Das sind so Punkte, Extrapunkte über. Diese schwarzen Pillen sind nämlich sehr gut darüber zu sprechen, weil die auch darüber die Rede ist in dem Gesamtwerk von Miki Dörte. Seine Hauptschüler, da war zum Beispiel Sharma Kuncha Yenla, war der Hauptschüler, der die Wiedergeburt ist. Er ist der 4. Sharma Rinpoche.
Das heißt, da gab es 2 Vierte. Schau mal, dann wird darüber wird auch zu sprechen sein. Wie hat Michidote sich einem dieser angenommen? Und was war mit dem anderen? Und was geschah mit dem anderen? Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die dann noch zu besprechen wären außerdem. Wichtige Punkte. Einige Dinge, die wir in den Kreis unserer Beachtung ziehen sollten. Und wir müssen das irgendwo in die freie Zeit mit einbauen.